Herr Präsident, merci, liebe Kollegen, die Damen und die Herren, Herr Minister. Ich habe noch gestern ganz aufmerksam nur gelauscht und analysiert und ich muss sagen, dass unter dem Strich echt streng benutzt wie ein das. Weil die hat ganz sober und pragmatisch das vorgedrohen. Lützeburg braucht auch an Eisenach keine Außenpolitik mit Nervosität und Aufregung. Lützeburg braucht eine ruhige und evaluierte Außenpolitik. Und da hat er schon vieles besser gemacht wie auch ihren Vorgänger. Die wird ganz pragmatisch und nicht ideologisch, das ist gut. Die hat nicht übertrieben, die hat einen ganz gemäßigten Ton gewählt, die hat den Teufel nicht und die Mauer gemalt, die hat keine Weltuntergangsstimmung verbreitet. Die sieht doch nicht überall Feinde, mehr potenziell Freunde. Die hat auch locker kleine Türen im Feld gemacht. Die hat also auch ein paar Geschichten erzählt. Die hat Japan Kehle gespielt. Das ist ja auch mal etwas. Aber ja, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen positiv Denken. Und wir brauchen keine Eskalation, wir evaluierten Handeln. Und aber, auch Herr Minister, als Situation ja aber nicht so rosig, wie die Menge nur erariert. Es gibt große Herausforderungen für unser Land, für die EU, für uns Partner. Und diese Herausforderungen hat dann aber vielleicht zu viel eskiviert. Herausforderungen, und da sind nicht genug konkret darauf eingegangen, und ich werde da gucken, das zu machen. Wirtschaftlich lebt es für uns und als Freunde am großen Ganzen in Europa nicht immens gut, ist das schlecht. Wir sind in schwierigen Zeiten. Die Rolle vom Westen brickelt, und das ist evidenterweise nicht gut für uns, wenn wir gehen zum Westen, wir stagnieren, wir schwächeln, und andere holen ab, kämpfen, für uns können sie verholen. Es geht auch um Murcht, die hatten wir immer als Westen, und die riskieren wir löser zu verlieren. Das schafft Konflikte. Der Frieden ist eine Herausforderung. Wir haben viele Konflikte. Wir hatten aber immer viele Konflikte in den 60er, in den 70er, 80er, 90er Jahren. Immer waren auf der Welt viele Kriege, Krisen, Konflikte. Verhältnismäßig haben wir sicher heute mal vielleicht nicht das, was damals war. Mit der Weltordnung, die sich neu sieht, wo früher, das war vielleicht eine gefährliche Weltordnung, da war wir monsterweise stabil, am Anfang bipolar, dann unipolar. Und heute sind wir an einer mehr oder minder multipolarer Welt, die durch Konkurrenzkampf geprägt ist. Ich komme darauf zurück. Ihre Analyse waren aber im Großen und Ganzen, Herr Minister, realistisch und gut gesagt doch, eine große Rolle spielen wir nicht als Lützeburg. Wir sind klein. Wir müssen natürlich gucken, für unsere Interessen zu vertreten, zu verteidigen, als Souveränität. Da, wo wir etwas nicht dezidieren können, Beispiel D-Stimmigkeit. Für all die anderen übrigens auch ihr nationale Interesse mit der Außenpolitik vertreten. Wenn wir auf die Aktualität gucken, und ich komme darauf zurück, wer da alles gesagt hat, da fängt es schon mit Militärbudget. Die hat selber davon geschwärzt, dass da ihr nicht hat können vorstellen, Haienker zu stehen, auf von 2% Militärbudget für Lützeburg zu schwätzen. Das hat wahrscheinlich scheinbar nicht keinen. Müssen wir das ist froh. Die hat geschwärzt von Dissuasion, die man müssen haben, für also andere aufzuschrecken, als uns zu greifen. Ich zweifle nicht daran, ob das wirklich der Fall ist. Ich frage mich Dissuasion, für wen, für wem. Mengt da wirklich Gewinn als zugreifen, mengt da wirklich Russland gibt militärisch als zugreifen. Ich habe schon Fall sind überzeugt, dass das nicht geschieht. Ganz einfach aus einem Grund, weil es auch keinen Sinn ergibt. Und dafür möchte man auch keine Angst und sind zuversichtlich. Das geht einfach da benutzt, für Militärausgaben an Loot zu drängen. Und wir sollen dann 3,5% ausgehen von unserem RNB, 65 Milliarden. Das wären dann pro Jahr 2,275 Milliarden. Heißt also, alle Einwohner bezahlt 3.345 Euro pro Jahr für das Militär. Da ist eine Familie von 4 bezahlt 13.380 Euro pro Jahr für das Militär. Nun geht das ja anscheinend noch nicht durch, wir müssen auf 5% kommen. 5%, das wären 3,25 Milliarden für das Land.
da bezielt aller vun 4.779 Euro an eng Familie zu Féier bezielt knapp 20.000 Euro Joer fir Militär. Dat hätten d'Amerikaner gern. Mit Amerikaner ginn awer aktuell als riesig Wirtschaftsmucht 3,5% von ihrem BIP aus, dat sie pro Awohner bei ihnen just 2.632 Euro. Da lei mir also schon mal gut drüber. Am mir géfe jo dann an dem Fall pro Awohner méi ausgi wie sie, wobei sie globalen AW sinn an allen Ozeaner. An dat mengen ass ja awer net dat wat mir wëllen. Mir werd ja awer net Lützeburgch Flugzeugträger demnächst gesinn. Dafür sind schon ganz klar, die Summen für Lützeburg sind komplett übertrieben. Ja, wir brauchen natürlich eine Armee, die operationell ist und die etwas machen kann. Mit der Zeit, das ist übertrieben an den doten Budget. Ein Budget pro Kap, der mehr höher ist wie die von den USA für das Militär, manchmal brauchen wir nicht. Das Wettrüsten bringt nichts. Die hat die wat den Trump geschwert. An die Relationen mit Amerika. Die hat davon geschwert, dass der Zusammenarbeit mit der Administration von Herrn Trump pragmatisch für uns Interessen, das ist gut, aber auch für uns Werte, und ich meine, wir ganz viel gemeinsam Werte mit den Amerikanern zu verteidigen. Das ist eine ganz gute Sache. Die hat auch gesagt, dass Amerika als der wichtigste Partner außerhalb von Europa bleibt, Kommerz, Sicherheit, und dass wir positiv das Verhältnis zu den Amerikanern brauchen. Evidenterweise brauchen wir das. An einer Welt, wo das vielleicht immer mehr schwierig geht, doch modernere. Wir müssen transatlantische Relationen stärken. Die hat gesagt, dass auf der Westküste und am Texas wird für kommerzielle Opportunitäten zu gucken. Auch das ist natürlich eine gute Sache. Die hat auch davon geschwärzt, dass der Herr Trump es fertig gebracht hat und das ist so, für am Gaza einen Waffenstillstand zu erreichen. Und die doch von anderen Plätzen geschwärzt, wo den Herr Trump, die Amerikaner dafür gesorgt haben, dass der Waffenstillstand oder Friede bewahrt bleibt, eben am Nahen Osten, Armenien, und dann in Afrika, aber auch in Südostasien, auf viele verschiedene Plätze. Und die hat auch gesagt, dass er sich wünschen, dass den Trump, und dass das den Menschen am Anfang ist, den das machen kann, dafür kann sorgen, dass der gerechte und beständige Frieden gehen zwischen der Ukraine und Russland. Auch das kann ich natürlich Stimmen unterstreichen. Und wir müssen so, wir sollen noch den Herrn Trump eben bei aller Kritik, die immer ganz schnell können, dann oft auch aber ganz einfach ist, sollte man das auch angesehen und eben auch die Positivpunkte gesehen von einer Administration Trump. Und vielleicht mal auch gesehen, dass par rapport zu vierten Regierungen in Amerika, die muss schon für Jahre gesehen, den Herr Trump wirklich einen ist, den nicht nur Krieg aus ist. Die Amerikaner sind als Partner und als Freund, aber wir müssen mit ihnen zusammen schaffen. Die hat geschwärzt von politischen Entwicklungen in unseren Nachbarländern. Das ist ein ganz interessanter Punkt gewesen. Ich will darüber kurz sagen, wir haben immer einen gewissen Diskurs, der gefordert wird hier in Europa, an der Öffentlichkeit, an den Medien. Ich kann mich erinnern, was alles über Madame Meloni geschrieben hat, how das der Mann so, Neofaschistin, Faschistin und so weiter und so fort. Bert de Wever stung an unsere Lützeburger Zeitungen, Rechtsnationalist, Rechtspopulist, Geert Wilders, auch nach Rechtspopulist, alles ganz schrecklich Leid, von denen das so gelesen wird. Haut sind sie unter Murcht. Und als Regierung dealt ja anscheinend Werte von denen schlimmen Leid, weil der bitte ja auch gesagt, mit denen Werte mit der Benelux, da wo die unter Murcht sind. Gucken wir mal, wie taut ausgeht an Holland. Ich muss Ihnen also aufpassen, dass vielleicht nicht immer das, was die so mengt oder liest, auch wirklich traurig ist. Die doch geschwärzt von anderen Ländern. Österreich tut die FPÖ am stärksten, aus Deutschland das der AfD am stärksten, Frankreich das Rennnummer 1. Und die hat gesagt, dass das Prävisibilität an Europa schwede. Wir haben gesehen, dass die Welt aber weiter dreht, auch wenn zum Beispiel Madame Meloni an Italien und der Murch das und sogar mehr stabil und mehr positiv wie für drin. Und dann kann ich auch frohen, für was die Parteien dann noch gewählt gehen. Es gibt gewählt, das Demokratie, die Wahlen, und das sind Zeichen, dass die Leute unzufrieden sind, enttäuscht von anderen Parteien, die viel Fehler gemacht haben, machen, und die dafür nicht mehr gewählt gehen. Best Beispiel auch an Deutschland, Ampelkoalition, und auch aktuell dienen sie sich schwer. Das ist keine gute Situation. Wir hätten alle gute lieber, dass Frankreich und Deutschland auf einem positiven Weg wären, stabil, wirtschaftlich stark. Das ist aber im Moment nicht mehr so.
Das ist sicherlich eine Politik, die auch ohne die Parteien, die dir genannt hat, am Moment schon nicht ganz prävisibel ist. Ich kann jetzt nicht so, was in Deutschland geschieht oder in Frankreich geschieht. Das ist am Moment gar nicht prävisibel. Und in Deutschland gibt es nicht 100 Möglichkeiten. Aber wenn die Tendenz da ein bisschen weiter streckt, da könnt ihr wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, da könnt ihr eine AfD an eine Regierung, da könnt ihr eine FPÖ an eine Regierung, und da gibt es ja jemanden von mir rein, französische Präsident, das ist Tendenz. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß, und die Wahrscheinlichkeit ist sogar ganz groß, dass mittelfristig ein Kommissionspräsident von der Europäischen Union genau als enger von diesen Parteien wird kommen. Das ist die Realität. Das ist vielleicht im Moment unprävisibel, bitte prävisibel, als der Moment sowieso auch nicht mit den anderen. Das ist dann der Wille von den Bürgern, das ist Demokratie. Ein Wort zur Ukraine. Wir bleiben der Meinung als RDR, dass eine diplomatische Lösung für den Konflikt die einzig richtig ist, für so viele Menschenleben wie möglich zu schonen, das Territoire von der Ukraine so weit wie möglich zu präservieren, an eine Eskalation vom Konflikt zu verhindern, so wie wir doch von Anfang an gesagt haben. Wie geht es weiter? Das entscheidet mir effektiv nicht, dazu die auch, das entscheidet mal hauptsächlich die amerikanische Regierung, mal mehr Trump, das ist die Realpolitik. Wir haben 4 Jahre Krieg, 100.000 Tote, das ist eine schreckliche Situation. An eine diplomatische Lösung schon mehr frei, hat wohl viel Misere gespürt, alle Menschenleben verschont. Ah ja, es muss ihn auch Madene schwätzen. Madene schwätzen ist nie ein Fehler. Das heißt ja nicht, dass ihn alles teilt mit dem, wo schwätzt. Ich bin bereit, mit allen Menschen auf dieser Welt zusammen zu schwätzen, auch wenn ich seine Meinungen nicht teilen. Es gibt nichts, was ihn nennt Kontaktschuld. Es kann jemand mit jedem schwätzen. Das ist etwas ganz Normales und das ist Diplomatie. Ich hoffe, dass der Krieg irgendwann noch zu einem Ende kommt. Wir sehen heute verschiedene Signale und dann gehen die Hoffnungen leider zerstört. Ich denke aber, dass es möglich ist, dass wir da kommen, auch kurzfristig. Ich hoffe dafür auch ganz klar, dass die Russen auch erlenken und dass sie sich eins geht für einen Waffenstillstand und einen Frieden. Mit ohne Wasser am Wein geht es nicht und das zählt natürlich auch für die Ukraine. Schiedverre muss wahrscheinlich Wasser an den Wein schütten, mir wichtig ist, dass der Krieg abhält. Wir haben immer mehr Sanktionen, die leider Gottes auch uns viel schweden. Dadurch kommen hohe Energiepreise, Inflation hat man wirtschaftliche Probleme, alles das ist nicht gut für uns. Wir wollen noch nicht behaupten, dass die Sanktionen gut keinen Effekt auf Russland tun. Das wäre vielleicht falsch, aber wir können behaupten, dass die Ziele von den Sanktionen bislang nicht erreicht wurden. Aber wir müssen feststellen, dass bei weitem die meisten Länder auf der Welt, rund 3/4, Sanktionen nicht unterstützen und sich nicht daran beteiligen. Darunter auch NATO-Staaten. Sanktionen können aber nicht mehr funktionieren, weil ganz viele Länder mitmachen, das ist nicht der Fall. Herr Präsident, an der Geschichte ändern sich Situationen manchmal ganz schnell und unerwartet. Aus der heutigen Sicht ist dann vieles logisch, was zu der Zeit, wo es geschieht, das unlogisch, ungewiss war. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, den tun ich auch schon gesagt. Muss ich schon mal vorstellen, dass 1945 nach während Russen als Freunde und Japaner als Feinde, kurz darauf wären Japaner als Freunde und Russen als Feinde. Wir haben nur gesehen, für uns 2 Wochen war der syrische neue Präsident, der Machthaber aus Syrien, der war zu Moskau bei Herrn Putin für Gespräche. Für nicht allzu langer Zeit, für 1-2 Jahre, hat Russland nach Bomben auf die geschossen. So schnell können sich Situationen drehen. Und das ist auch eigentlich etwas Positives, wenn ich also kann, darauf hoffen, dass wie dem uns auch bei Deutschland und Frankreich nach 100 Jahren Feindseligkeiten eine Rekonciliation kann geschehen. Und wir hoffen, dass es endlich auch in die Richtung geht, Waffenstillstand, Normalisierung von den Relationen, Friedensverhandlungen, ökonomische Relationen, eine Rekonciliation zwischen all den Beteiligten am Krieg an der Ukraine. Das steht dann noch für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, die für ganz Europa muss zählen. Also Ende Oktober oder Anfang Oktober, als ganz oft noch hier gesagt gehen, wie Europa, ja, wie auch Europa schließt Russland nicht aus. Europa schließt Russland mit an und sie müssen Teil sein von der Sicherheitsarchitektur, wann der Krieg an dem Moment wird kommen, enke River ist.
Wort zu Palästina, die hat gesagt, Herr Premierminister, Herr Außenminister, der sieht von pro-palästinensischen Aktivisten oder wie kann nennen, aggressiert gehen. Das ist natürlich etwas ganz Schlimmes, was ihn nicht zulassen und nicht so verharmlosen, wenn selbst geschieht, egal auf welchem Fall. Das ist aber umso mehr bedauerlich, dass der Teil geschieht an einem Konflikt, den eigentlich nicht wirklich eisen ist. Und ich hoffe noch, dass der Toten nicht ohne Konsequenzen bleibt. Soll in eine klare Zeichen setzen, dass das nicht geht. Die hat natürlich bei ihrer Politik für Palästina für ein bisschen Verwirrung gesorgt, Herr Außenminister. Die hat ganz lange auf der Chambertribüne verteidigt, dass der Palästina nicht will anerkennen. Ganz oft mit ganz verschiedenen Gründen, die am Anfang auch Haut nach Gültigkeit hätten. Und die hat dann aber immer ganz schnell Palästina unerkannt zusammen mit anderen Ländern. Das ist ein gewisser Zickzackkurs, der natürlich nicht für große Klarheit sorgt. Und nun muss ich mich natürlich fragen, was geschieht in Palästina? Kriegen wir die Wahlen, die vorgesehen sind? Und wie dürfen wir zum Beispiel da reagieren, wenn Hamas unter Murcht bleiben oder unter Murcht kommen, eventuell ganz Palästina dran, Teile von Palästina? Führen wir das so weiter oder muss man es dann nicht einfach die Entscheidung evaluieren? Die Dorisatz gesagt, den mich ein bisschen perplex gestimmt hat, die hat gesagt, die EU sitzt nicht dich, mit der EU kriegt ihr nur ganz oft Rechnung. Was tut er genau konkret da gemeint? Ist das wirklich unsere Rolle, dass wir da noch, wo einer Krieg machen, dass wir da noch müssen abräumen und bezahlen und das überall und immer? Aber wie will er das an Freunde oder Eisfreunde an den europäischen Ländern, denen es nicht gut geht, wie wollen die das verkaufen? Weil die suchen sie oft nicht da. Schlussendlich sind wir natürlich als ADR für eine Zwei-Staaten-Lösung, wie immer gesagt. Wir wissen noch, dass ein langfristiger Frieden ganz schwer geht an einer Region, die am Mittelpunkt von Konflikten steht, Zentrum Zivilisation geht. Und das ist nicht nur im Zentrum 1948 so. Das ist eine Region, die schon an der Bibel, wo ich hoffe, dass viele Leute Geschichte kennen, beschrieben wird, damals als das gelobte Land. Wo die Juden hier zu sie Promised Land, dass du nur gewircht mit den Römer, die kommen sind, den Tempel, den verbrannt ging aus 7. Christus, die Juden, die verstreut sind an der ganzen Welt, da aber die kommen sind, dann kreuzt sich die gefordert, sie für Jerusalem zurückzuerobern, und nur Türken, die Franzosen, die Engländer, an lo dann Situation sind da bei 100 Jahren mit Israel und Palästina, je in einem kämpften Territoire, die nie zurückkommen ist, wo immer sich ganz viel aufgespielt wird auf der Welt. Dafür können wir skeptisch bleiben, wir müssen aber die Hoffnung behalten. Die hat da geschwärzt vom Sudan, ganz kurz, von Konflikten, die man nicht erst nahe verlieren. Ja, der geht auch nach andere wie der Sudan, die hat ein ganz Party genannt. Das ist auch immer interessant für Mutannergründe zu gucken, wen am Sudan dann do wie finanziert. Wie eine Rolle spielen dann do Russland, auch die Ukraine, und dann zum Beispiel auch so Länder, mit denen wir von gut fahren, Vereinigte Arabische Emirate, die Katar. Wo gehen die immer hier so hin, wie ein Konfliktpartei, und was für Sauereien machen die alle gut. Nun je, am Sahel haben wir ganz lang geholfen, Entwicklungshilfe machen, da haben wir am Burkina Faso, am Niger und am Mali eine Militärregierung, und die reagieren, wie ihr so, extrem sensibel auf irgendwelche Kritik. Was ist da der Plan mit den Ländern? Die tun nicht ganz viel. Geht den auf europäischem Niveau, sonst waren immer die Franzosen, die da ganz viel Pläne hatten, und denen Pläne, oder trauen die sich auch nicht mehr hin, oder manchmal ignorieren wir die Region. Gut. Dann etwas mit Positives, die haben die Ambassaden, ob das etwas ganz Positives, die hat gesagt, Kanada, die hat auch von anderen Ländern geschwärzt, Seoul, Singapur, da begrüßen wir alles. Ich meine, das ist ganz wichtig für als bilateral und multilateral Außenpolitik, dass wir das machen. Und dass wir gute Reso haben für konsularische Vertretungen, wo als Interesse vertreten gehen, und die auch als Wirtschaft, als Kommerz etwas bringen. Dafür begrüßen wir das ausdrücklich, und noch weitere Ambassaden wäre gut. Wir unterstützen natürlich auch die Präsenz von Lützeburg auf Weltausstellungen. Und der Teil war ja dann anscheinend auch ein großer Erfolg, wie ihn dann hört.
von all denen, die da waren. Ich meine, das wichtig, dass Lützeburg sich gut durchstellt und dass man gute Ruf haben, gut kommen und dadurch natürlich als auch viel Freunde auf der Welt machen, die als helfen können oder mit denen wir können zusammen schaffen. Die haben durch die Welt gemacht, die sind doch bei den BRICS-Ländern stehen geblieben. Das ist ja so. BRICS-Länder stellen Eismurcht vom Westen, traditionelle Westen, afro. Das normal ist, ja, das ist eben die Entwicklung von der Zeit. War früher auf der Welt nicht so gemacht wird, wie wir Europäer wollten, dann haben wir ein Kanonenboot geschickt oder ein Flieger mit 100 Söldner, und da war das Problem ganz oft gelöst, diskret. Und dann hast du dann das gemacht, was man wollte, respektive. Da sind Eiswerte, wie man dann Demos gesagt haben, endlich vertrauen gehen. Das geht nicht mehr auf dieser Welt. Das ist ganz klar. Am September ist China eine große Versammlung zu ihrem Jahrestag. Und das war schon ein bisschen wieder so, the West against the Rest. Es war eine Provokation. Der Putin, der Xi Jinping, der Kim Jong-un, 4. Und dann Präsidenten und Ministerinnen aus vielen Ländern, Indonesien, Pakistan, Slowakei, Malaysia, Vietnam, Kuba, Ägypten, Singapur, Südkorea, Türkei und noch viel anderer. Was ist ihre Message gewirrscht von den Leuten, die dort zusammenkommen sind? Das ist ja kein Zufall. Sie wollten uns ja etwas weisen. Und eigentlich wollten sie es weisen, ich meine mal ganz viele, die da waren. Wir kommen, also sie kommen. Es war eine Machtdemonstration, für uns zu weisen, dass wir nicht mehr dezidieren mit Kanonenbooten oder Söldnertruppen oder wie auch immer, wie wir das früher gemacht haben, für uns Werte und Ziele durchzusetzen. Wir sind in einer Situation, wo auch der Ukraine-Krieg hauptsächlich China stärkt. Russland geht aufhängig mehr von China, und das verändert die Geopolitik zu Ungunsten von den USA, die ja sowieso als China ihren Hauptgegner gesehen, und nicht Russland. Und das ist schlussendlich nicht gut für die USA, weil China dadurch mehr wichtig wird, und das ist auch dann nicht gut für uns. Und dafür sind die USA auch bemüht für Frieden und auch den Trump für gute Relationen mit Russland zu haben, weil die weiß, dass am Konkurrenzkampf gegen China lieber die Russen aber halbwegs auf seiner Seite wird, wie komplett auf der Seite von China. Und wir dürfen noch nicht vergessen, wir hatten Jahrzehnte von movementierten Zeiten, und wir wussten immer, was kommt. Wir hatten eine bipolare Welt, Sowjetunion, USA, wir hatten eine unipolare Welt, die New World Order mit den USA allein. Also schleudern wir eine multipolare Welt, und die Amerikaner evidenterweise, die wollen das ja nicht unbedingt. Es ist ja klar, dass die Amerikaner lieber eine unipolare Welt tun, wo sie Weltpolizist spielen wie in 90er Jahren oder Anfang 2000. Dafür bleibt das ein großes Froh und eine große Instabilität, wie das wird ausgehen. Die hat da geschwärzt doch, dass der Multilateralismus in der Droge ist, ja. Evidenterweise ein stark dominant Land will ja per se keine multilaterale Welt. Und dafür wird da doch natürlich nicht kommen, dass es eine Reform gibt vom Vetorecht am UNO-Sicherheitsrat, weil kein Land wird das freiwillig abgehen. Und kann ich auch frohen, so nobel wie die Evaluierung ja ist, für das zu ändern, und das Mailänder können matisieren, kann ich aber frohen, ob die überhaupt noch funktionieren, wenn das Vetorecht nicht mehr gehen. Stell dir mal vor, da gibt Amerika als einziges Land nicht stimmen, sie geben überstimmt gehen. Was wird da für eine Situation, wenn das größte und stärkste Land einfach überstimmt, da geben sie alle Limit so, und wir machen, was wir wollen, wir gehen raus aus der UNO, und da wäre es ja auch nicht geholfen. Im Moment haben wir die Situation, wo das Vetorecht geht, was heißt, das muss am Konsens eine Decision geholt gehen, die leider dann oft nicht zustande kommt. Wir manst aber dazu feiert, das soll gut sitzen, diskutieren, und das trotzdem heißt der Konsens möglich ist. Die hat von einer Part die Minoritäten geschwärzt, eine Minorität, die da nicht genannt wird, sind die meist verfolgte Minorität auf der Welt, das sind Christen auf der ganzen Welt. Und ich meine, noch das wäre ein Thema für in der Chamber zu diskutieren, wie durch ein anderes Parlament gemerkt wird. Dann zu Europa. Wir begrüßen natürlich eine europäische Koordination, soweit wie nötig und sinnvoll, Integration, wenn der positive Beitrag ist für als EU. Und wir sind auch prinzipiell der Meinung, dass neue Länder können beikommen, wann die Kopenhagener Kriterien voll angehalten gehen, und wann die erfüllt gehen, dann holen wir gerne auch Länder aus dem Balkan ab. Es bleibt aber auch klar, wir wollen kein Föderaleuropa, wir wollen kein Bundesstaat, wo wir dann von den Bundesländern wären.
Wir wollen kein vereinigt Europa als Staat, von dem nach eine minimale Repräsentation von den eigentlichen Ländern wir. Und wir refusieren natürlich ganz klar eine Abweichung vom Prinzip von der Einstimmigkeit sowohl am EU-Rat wie am EU-Ministerrat. Aber da gibt es ja auch immer mehr Leute, die das auch so sehen. Die haben doch geschwärzt von Demokratie, von Kontrolle, von eventuell falschen Meinungen, die verbreitet gehen. Das ist ein ganz sensibles Thema. Meinungsfreiheit ist wichtig, Kontrolle und die Bürger soll die nicht übertreiben. Weil dadurch geht Vertrauen von den Bürgern an die Institutionen auch nach weiter zurück. Und du selber gesagt, beim Referendum wird er wahrscheinlich der Meinung, dass die EU nicht mehr unbedingt als der Best gewählt gehen. Aber ich das Konträr. Und muss ich immer bedenken, dass gerade die in der Murchlos sind und die dezidieren, dass sie sollen aufpassen. Aufpassen, weil nicht, dass in den Demokratie will schützen, sie am Endeffekt aber löserlos aufschafft durch so Sachen, wie sie am Moment auch teilweise geschehen, wo die Meinungsfreiheit dann löserlos in der Kurve gibt oder Kontrollmechanismen immer mehr streng sind. Die hat von Grenzkontrolle geschwärzt. Wir sind klar dafür, dass die Außengrenzen kontrolliert gehen, und wir sind klar dafür, dass am Schengen-Raum dann Bannengrenzen nicht müssen kontrolliert gehen, außer natürlich, es gibt Ausnahmen und es möchte Sinn, was auch mal kann, vorkommen. Das wäre auch heute keine Diskussion, was für uns 10 Jahre das nicht gewirrscht wird, was für uns 10 Jahre war, wo eben der Schengen-Akkord außer Kraft gesetzt geht, hauptsächlich von der Merkel an Deutschland. Und sie hat den Schengen-Akkord immer der torpediert, weil zum Schengen-Akkord gehören 2 Grundprinzipien. Die nächsten sind eben gerade so Grenzen nur Bausen und Obbegrenzen nur Bannen. Ja, wenn dann nur Bausen Grenzen abmacht, dann man das irgendwie nur Bannen rum so. Das ist also irgendwie in der Logik, und dafür ist es schon ein bisschen paradoxal, weil gerade die Leute, die das Demos unterstützt haben, und dummer, dass der Schengen-Akkord torpediert tun, sie schaut abregen, dass der Schengen-Akkord so nicht mehr geht, wie viel gesehen war. Wir müssen also darauf schaffen, dass die Außengrenzen gesichert sind, und da können die Bannengrenzen auch absehen. Die hat nach dann von den Lützeburger im Ausland geschwärzt. Das war ein ganz interessanter Punkt, auch weil das ein Thema war, das die letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr wichtig ging, weil es immer mehr ging, absolut gut nicht den Ergang an den politischen Diskurs ranfund huet. Wir als Lützeburg schon nicht nur Immigration, wie wir los seit Jahrzehnten haben, wir hatten dann nur noch Immigration, früher an Haut. Und ich muss mich auch da kurz verbessern, wenn ihr erlaubt, Herr Außenminister, die 70.000 Lützeburger, die im 19. Jahrhundert in Amerika gelandet sind, die sind nicht dahin geflüchtet. Das ist ein anderer Term, die sind dahin immigriert. Das war eine legale Immigration, wie die Amerikaner, die haben die Populationen hier aus Westeuropa gerufen und sie gelackelt dann ganz oft bei einem Terrain irgendwo am Mittleren Westen. Die Leute sind daheim nur kommen effektiv 70.000 Lützeburger irgendwo dann da auf der Grenze, oft im Kontakt mit indianischen Bevölkerungen. Und da war gut nichts, die bei Null müssen aufhängen, alles abzubauen. Heute sind dann diejenigen nachgekommen, die teilweise Lützeburger Nationalität holen, genau wie Brasilien. Und wir sind heute zu 500.000 Lützeburger ungefähr. Davon wohnen 350.000 hier im Land und 150.000 am Ausland. Und davon ungefähr 40.000 südamerikanischen und nordamerikanischen Kontinent. Der Punkt, das sind heute, am Ende schon ein Krug geschwärzt, da das immer so lapidar aufgewürgelt gehen. Die Leute sind Lützeburger, aber sie sind nicht dieselbe Rechte wie Lützeburger. Die 150.000, die am Ausland von ihnen, die können zum Beispiel nicht an die Chambre gewählt gehen, die können okay passiv Wahlrecht. Und auch die Wählen gehen ist immens erschwert. Sie müssen das speziell aufrufen, das sind komplizierte Prozeduren. Also sie kriegen nicht automatisch, wie das an praktisch all anderen Nationalitäten der Fall ist, den Brief einfach eben geschickt, auf ihren anderen direkt anzuschicken. Das ist nicht der Fall. Und das führt dazu, dass von den 150.000 Lützeburger, die im Ausland wohnen, darunter sind noch keiner, just 1% bis 2% effektiv wählen bei Chamberwahlen, was natürlich Partizipation in der Chamberwahlen extrem hochtreibt. Das heißt, wie eine tote Partizipation bei der Chamberwahlen ungefähr bei 60%, das repräsentiert 60% reell Leid. Also die meisten, viele Lützeburger wählen nicht für die Chamberwahlen und zum Beispiel im Ausland.
an die doch davor geschwert, dass es durch Chancen gehen, die man sollten ergreifen. Gerade in Brasilien am Bundesstaat Santa Catarina wohnen ein rund 30.000 Lützebäuer. Das sind Lützebäuer, wie wir alle guten haben. Und das ist ein Punkt, für mit denen auch zu gucken, für vielleicht wirtschaftlich zusammen zu schaffen. Santa Catarina ist von den reichsten und wirtschaftlich stärksten Bundesstaaten an Brasilien, wo die Wirtschaft ziemlich stark herabgeht. Und ich meine, da wird es wichtig, mehr zusammen zu schaffen, mehr dahin zu gehen, das ist auch geplant und das begrüßen wir. Aber wir werden nicht auch einfach zu gucken, für, dass es eine Flucht gibt, eine direkte Flucht zwischen Lützeburg und Florianopolis und Santa Catarina. Ich meine, das für eine Fluchtsache. Zum Schluss noch, Herr Präsident. Ziel von unserer Baupolitik ist es, an einem möglichst friedlichen, stabilen und offenen internationalen Umfeld die Lützeburger politisch, ökonomisch, konsularisch und kulturell Interessen dynamisch, kompetent, aber erfolgreich zu definieren, zu verteidigen und zu promovieren. Und dabei müssen die staatsrechtliche Souveränität und multifaktorielle Unabhängigkeit von unserem Land immer zentral Konsiderationen sind. So nicht merci.